Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, ich will mal für dich so nicht mengen, das Relais, was bei die Linke gesichert, schon lange, wenn in dem Karol singiert, hören hört, dafür brauchen wir als für die Zukunft gar keine Sorgen zu machen. Ich will dann noch für die Letzte, für die nächsten Parlamentswahlen, wie ihr wisst, in der Zwischenzeit sind wir nächste Woche an der Halbzeit von unserer Mandatsperiode, will ich auf diesem Kongress den Bericht machen von unserer parlamentarischen Arbeit. Und ich meine, die Periode, über die wir berichten, als voll von Ereignissen an der Welt, die eine große Bedeutung haben. Die europäische Krise ist heute evident, dass die Krise von einer politischen Konstruktion, das Krise auch von einem neoliberalen Wirtschaftsmodell, das Krise von der Regierungspolitik an den Ländern selber, die keine Alternative mehr kann anbieten, an die zum rasanten Aufbau vom Vertrauen unter den Leuten feiert. Mehr das auch Krise, und das muss man als Vorlage stehen, von der gesellschaftsverändernden Perspektive. Die europäische Krise ist dabei gewissermaßen auch Krise von der Lenker. Und ich will betonen, eine Krise, das ist auch etwas Positives. Das ist ein Moment, wo vieles möglich ist, wo wir vielleicht so gehen, aber auch, wo neue Wege abgehen. Und etwas steht fest, mehr wie je wird heute ein gesellschaftsverändernder Link gebraucht, die Sozialfroh an den Mittelpunkt stellt. Das nicht für uns froh, wie helfen wir gezielten Opfer von der aktuellen Politik, an dem wir meistens nicht ändern und den aktuellen Verdelungsverhältnissen. Das wird früher Caritas-Politik geherrscht, heute herrscht es selektiv Sozialpolitik. Er wird von der Caritas übrigens selber als Organisation stark kritisiert. Heute stellt sich mehr wie je froh von den Verdelungsverhältnissen selber. Ich meine, das alles das, was man muss schließen aus dem, was an der Welt geschieht, und noch mit dem, was in Europa geschieht, und mit dem, was zu Lützeburg, hier an unserem kleinen Land, geschieht. Jo, es gibt Höchstzeit für eine andere Politik, nur den 30 Jahren Klassenkampf von Nueven, die von Thatcher an Reagan angefangen sind, und dann von Tony Blair als seinen Akolyten an der europäischen Sozialdemokratie weitergeführt sind. Dass es Zeit gibt für eine andere Politik, das wird das Berichtsjahr mengenlich ganz klar gewiesen. Wir brauchen einen Klassenkampf von innen, den wir aber ganz klar definieren, sonst bleiben wir neben der Realität. Die Schaffenklasse sind heute bei weitem an der Majorität. Mittelschichten, das ist ein absolut irreführender Begriff. Das ist ein Begriff, den die ein bisschen besser verdienen, an einen halbwegs sicheren Arbeitsplatz soll denen entgegenstellen, die an der Prekarität sind. Was das moderne Salariat ist, die Klasse, die die Gesellschaft auch politisch dominieren wird. Das haben wir gesehen bei unseren Lycée-Demonstrationen und Streiken, von denen Carol schon gesprochen hat, zu den Studentenbursen, wo die Schüler sich an Zukunft projiziert haben, also sich als die Schaffen von morgen bezeichnet. Und haben wir gesehen, im Moment auch in Frankreich, wo Studenten an Arbeiter zusammen debut sind und nicht nur Minuten. Der Jahr wird Hanruna war politisch geprägt von Syriza Griechenland, von Demos aus Spanien, Längsrutsch an Portugal, mehr auch an Irland und Schottland, mehr auch an der Sozialdemokratie selber als eine Bewegung am Gang. Der Corbyn an England, des Sanders an den USA, dem Niederland vom Weltkapitalismus. Immer mehr junge Leute, so eine Studie an den USA ergeben, definieren sich längst, lassen sich nicht mehr disziplinieren von der Angst vor Rechts, die den Trump durchstellt, die den Front National und der AfD hier in Europa durchstellen. Sie wählen links. Und ich sind überzeugt, der Pendel von der Geschichte als am Gang zurückzuschlagen. Wir sollten ihnen noch längst Perspektive bieten. Du, wo so Perspektiven Besitz von den Massen ergreifen, gibt es keinen wirklichen Terrain für Rechtsextremismus. Man muss nicht dort studieren,
man muss Gauche befähigen und mobilisieren. Was wir wollen, das ist die Souveränität von den Leuten auf allen Niveauen. Auf lokalem Niveau, an den Gemengen, das müssen wir eine konkrete Politik bei den Gemengewahlen nächstes Jahr umsetzen, indem wir die bestehenden Ansätze, die wir ohne Zweifel haben, weiter developieren. Auf nationalem Niveau, solange es Nationalstaaten gibt, müssen sie demokratisch sein oder demokratisch gehen. Gerade dafür sind Verfassungen notwendig, die auch klar sagen, dass sie keinen sozialen Rückschritt zulassen, den über international oder europäisch Verträge errackend, mehr Obsinn für alle Verbesserungen, die von da kommen. Und das ist das Prinzip, das wir auch an einer alternativen Verfassung erklären. Mehr auch auf europäischem Niveau geht es um die Souveränität der Leute. Da fehlen die Programme und Vorstellungen auf der Lenker. Und es sind dafür überzeugt, dass die europäische Lenker den Terrain sträflicherweise während Jahrzehnte Bruchleihe gelost wird, die den entscheidenden Jahrzehnten während vom Neoliberalismus gesquattet konnten gehen. Oder gesquattet, ich weiß es nicht. Heute muss ich ja alles Englisch sagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, über den Inhalt von unserem europäischen Programm müssen wir in Europa zusammen schwätzen. Wir müssen dann nicht nur heim, mehr an den europäischen Strukturen, der europäischen Fraktion, an der europäischen Partei, aber auch an den neuen europäischen Bewegungen, die am Entstehen sind. Wir merken dann aber auch, wie schwer das im Moment noch ist. Es gibt verschiedene politisch, aber auch verschiedene Nationalkulturen, die muss in einen Hut bringen. Aber noch länger verschiedene Konzepte haben. Vielleicht mischt das als mehr bescheiden, was Schwierigkeiten von gemeinsamen Strukturen in Europa ganz generell angeht, auch real existierend Strukturen. An der Chambre haben wir ein Debat d'Orientation zur Zukunft von der Europäischen Union und von der Eurozone angekurbelt. An dem Kader sollen auch geschwind Gewerkschaften an Berufschambren an einem Hearing geheiert gehen. Wir haben an der Chambre auch zu den Prioritäten von der letzten Präsidentsstellung geholt, unter anderem den typischen Juncker-Begriff vom Triple Sozial, den immer nicht viel heißt, als Schlagwort, die Schlagwörter, die wir von Herrn Juncker auch als unserer Erfahrung gewinnt sind. Wir haben dreimal am Sommer letztes Jahr zu Griechenland Stellung geholt, an den Debatten, die an der Chambre waren, 4 Referendum, Nom Referendum, den wir als wichtigen Moment an der Geschichte von Griechenland an der europäischen Geschichte bezeichnet tun, haben wir noch Stellung geholt, nom definitiven Akkord mit Griechenland, dem sogenannten dritten Hilfspaket. Wir haben nur gewiesen, dass die sogenannte Schuldenkrise an Griechenland in Wirklichkeit eine Krise von der europäischen Konstruktion ist. Eine gemeinsame Währung zwischen Staaten, die an Konkurrenz stehen, kann damit zu Turbulenzen führen. So eine Krise wie in den USA und an anderen großen föderalistischen Staaten undenkbar, weil es da wenigstens am Prinzip zum Ausgleich zwischen strukturschwachen und strukturstarken Regionen kommt. Dafür brauchen wir ein gemeinsames Budget, das ein wirkliches Budget ist, mit einem souveränen Parlament und nicht ein lächerliches 1% Budget wie an der EU. Dafür brauchen wir noch ein direktes Finanzement von den Staaten über die Zentralbank, über die Europäische Zentralbank. Andere EU ist das ganz anders, die Europäische Zentralbank darf nicht zu den Staaten verleihen. Staaten müssen über die Kapitalmärkte fahren, für sich zu finanzieren. Und die Fallkredite, die dabei an Griechenland und Sterne sind nur über die Europäische Zentralbank verstaatlicht gehen. Zurückbezahlt diese von den Griechen. Nicht von den reichen Griechen, die dafür responsabel waren. Die machen Steuerflucht. Und dann haben wir Plötzeburg. Die Schuld wird zurückbezahlt, wie wir an der Chambre gesagt haben, mit dem Schweiß, mit den Tränen, mit der Gesundheit von den Griechen, und das ist die übergroße Majorität, die kein Kapital haben, für zu exportieren. Und das bringt zu an den Käse. Die Europäische Zentralbank und der Fonds Monetaire International machen Milliarden Profiten auf den Zinsen, die Griechenland zurückbezieht. An Ziel ist es für die Europäische Zentralbank, ohne Schuldenschnitt zu remboursieren, für immer so sehr wie möglich, können auf den Kapitalmarkt selber neue Prämien abzuholen, für das Spiel von 4 kann aufhängen. Garantiert wird das von den europäischen Staaten ihre Budget. Kapitalmarkt
an der wir nie vergessen, dass mehr von den größten Hunden auf der Welt, und dass das eine immens große Rolle auch als Politik spielt. Kapitalmärkte werden immer Gewinner sein, solange sich nicht fundamental etwas ändert. Dafür erhält als Regierung nicht, für wirklich Griechenland oder anderen überschuldeten Länder an Europa zu helfen. Der 6. März 2012 hat der demalige grüne Fraktionschef François Bausch schon Folgendes zu dem demoligen Hilfspakt für Griechenland gesagt. An der Chambre zitieren, nicht weil der besondere Freund von uns wir, weil recht hat auf dem Punkt. An ersten zitieren will ich aber einen Schluck Wasser holen. Und er hat gesagt, dass ein Hilfspakt für Griechenland als kein Hilfe, aber just ein paar Zentimeter mehr unterlängt mit der Griechen am Moment im europäischen Park gefordert gehen. Das ist unserer Meinung nach unerträglich, ich gebe mal so, das ist bald degutant. Ihr wisst, dass das Politik dem Land nicht hilft. Ihr wisst, dass das Land muss massiv entschuldigt gehen und dass das die einzige Lösung ist. Und das muss ich so, bleibt auch nach heute so. Gerade nur die Verhandlungen mit der griechischen Regierung an einen entscheidenden Vers kommen sind. Aber darüber hinaus muss es dann Europa zu einer anderen Politik kommen. Die Transferen von Reichtum zulässt, an dem sie konkret hilft. Dazu gehört auch ein anderer Finanzierungsmodus von der Wirtschaft über die Zentralbanken, über die Investitionsbanken, nicht allein über die Kapitalmärkte. Wir haben noch über die letzten Akkorde mit Griechenland an der Chambre geschwert. Wir haben festgestellt, dass hier in einem historisch kurzen Zeitraum zwei Realitäten auf den gestoßen sind. An die Realitäten sind erfolgt, dass sich zweimal bei den Wahlen am Januar, letztes Jahr, aber beim Referendum am Juli gegen die Fortsetzung von der Austeritätspolitik ausgeschwert wird, an eine europäische Realität, an Nationalrealitäten, bei der Alternativen zur dominanten Politik noch immer nicht genug verbreitet sind. Die Regierung Tsipras ist schlussendlich an die Knie gezwungen worden durch den Zug von der Währung, der Lebensorder von der griechischen Ökonomie über die Europäische Zentralbank. Es ist evident, dass man als Lenk an Europa durchaus strategisch und taktisch Konklusionen müssen ziehen. Auch wird Regierungsbeteiligungen unter so widrigen Umständen angeht, wie man sie hier vierfand tun. Aber da müssen sich immer verschiedene Fragen stellen. Da müssen sich vorstellen, wie verhalen wir als von Alternativ der gesellschaftliche Chaos, Massenarmut an der reaktionäre Staat ist. Aber auf der anderen Seite muss man sich vorstellen, wie sind emanzipatorische Revolutionen in Zukunft auf europäischem Niveau möglich. Das stellt eine ganze Reihe von komplizierten politischen Fragen, denen man uns stellen muss. Wir diskutieren das selbstverständlich nicht an der Chambre. Wir diskutieren das an der DICE, wir diskutieren doch, aber man muss nicht diskutieren mit den Leuten draußen und mit den Organisationen hier am Land. Wir haben den Debat intern angefangen, der wisst das, aber wir müssen ihn weiterführen. Er wird nicht einfach gehen, mit Zukunft von der Linke als autonomer gesellschaftlicher Kraft an Europa hängt davon ab. Aber das ist gerade den Debat, für den der Jeremy Corbyn an die britische Linke haut beim Referendum über den Brexit stehen. Von der britischen Linke werden durchhängen, wie das Referendum ausgeht. Und hier geht es nicht um die komische Frage, die ich persönlich nie verstanden habe, von der Bedeutung von einer Währung beim Klassenkampf. Weil da geht es nämlich die Währung nicht, sie haben den Euro nicht, und trotzdem ist das Proletariat da ziemlich dumm drin. Mir hier geht es um die Substanz, um die kruzial strategische Frage am Ende nahen, um den Verbleib oder nicht an der Europäischen Union. Und davon hängt auch manches ab, für die Leute, die arbeiten gehen, auch da handeln. Davon hängt soziale Rechte ab von den Beschäftigten, nicht nur von den Wanderarbeitern. Davon hängt auch ab, ob sich eine gemeinsame Flüchtlingspolitik durchsetzt oder ob Nationalegoismen definitiv die Überhand kriegen. Und das hängt doch davon ab, ob der Steuerdumping zwischen Staaten kann gezähmt gehen oder ob der Steuerdumping zwischen Staaten grenzenlos an Zukunft wird
klammen, ob schon paradoxerweise Grenzen dann zugehen. Und natürlich hängt doch Zukunft vom Sozialstaat, vom Steuerdumping an erinnern. Raus aus der Sackgasse hecht für Großbritannien mit Sicherheit nicht raus aus der Europäischen Union, und das hecht doch nicht für Lützeburg. An der Chambre haben wir dürfen auch dem Corbyn good luck gewünscht. Bei seinem Ansatz für ein Ja zu einem anderen Europa, ich will betonen, zu einem anderen Europa, an der Nähe zum Cameron seine faule Kompromisse mit den europäischen Staats- und Regierungschefen. Der Kompromiss feiert übrigens auch an unseren Ländern zu einem Aufbau bei 2 Pilien vom europäischen Sozialsystem, dem Koordinationssystem von der Sécurité Sociale und der Freiheitszirkulation von den Leuten, die arbeiten gehen. Dafür ist es auch kein Widerstand heute gegen von der Regierungsseite aus, auch nicht von der CSV, weil gerade zu Lützeburg gibt es schon jahrelang Versicht, die Systeme auszuherrlichen, da tun wir klar bei den Studentenbuchsen 4 Frontaliers-Kanner erlebt, die mit ähnlichen Argumenten zurückgewiesen sind, wie an dem Akkord auf EU-Niveau draufstehen, den man mit Kamerun getroffen hat, angeblich für das Großbritannien noch soll an der Europäischen Union bleiben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht feiert das wohl mehr deutlich für uns nahen, aber für eine Sackgasse Europa gelandet, das war mit Bildern gesehen von Familien, die für den Krieg geflüchtet sind und die für den Stacheldraht stehen, den die europäischen Grenzen schützen soll. Für die letzte Kehr, dass sich die Frau an der Deutlichkeit gestaltet hat, war in den 30er Jahren, wo die dämliche Rätspartei, gerade so wie ihre Homologen in Europa, den deutschen Juden das Asylrecht wollten verwehren. Der Historiker Vincent Artuso weist aus einem Bericht über die Zeit deutlich auf den Zusammenhang mit der Angst vor dem Fremden hin. Demals war das jüdische Element ein unberechenbarer Faktor, wie der Chef von der Sûreté, dem heutigen Srel, 1935 an einem Rapport geschrieben hat, heute sind Muslimen die gefährlich schichten. Es sind dafür auch die konservativen Kreise aus der CSV und die reaktionären ADR, die den Rapport über die Judefrau kleinreden, mit Konklusionen, die auch mit dieser tatkräftigen Hilfe von der Chambre gezogen sind deutlich. Für allem kann auch die Recherche über die Periode, die kruzial ist auch für die aktuelle Geschichte zu verstehen, weitergehen an dem neuen Zeithistorischen Institut. Als Antwort an der heutigen Flüchtlingsfrage. Sie klar, sie werden ja nur auch noch bei der Diskussion über eine Resolution präzisiert gehen. Die Konflikte, für denen Millionen Leute auf der Flucht sind, sie von der Droite an den USA, an Europa, an ihren Alliierten, auch aus der europäischen Sozialdemokratie provoziert gehen. Auch den Herr Rasselbaum war für die Intervention an Libyen, das werden wir nicht vergessen. Das wird angefangen am Afghanistan, das weitergegangen am Irak, dann mit Libyen und dann Syrien. Und das ist kein Zufall, dass die meisten Flüchtlinge heute aus diesen Gebieten kommen. Es ist auch kein Zufall, dass die Menschen verurteilten Terrorismus gegen Zivilbevölkerungen am Mittleren, am Nahen Osten, an Afrika, an Europa, von denen kriminelle Strukturen ausgeht, die von den Frankensteinen am Westen, an ihren Alliierten, an Saudi-Arabien, an Katar, herumgezielt gesehen. Trotzdem haben wir nie an der Chambre dazu verleden gelassen, an einer Art Schwarz-Weiß-Malerei allein den westlichen Imperialismus Weg zu sehen. Die Situation ist viel mehr komplex, an harmonischen Hinsichten mit der Kräftekonstellation vor dem Ersten Weltkrieg zu vergleichen, bis hin zu den Verfallserscheinungen an der Europäischen Union, an Neubildungen von so Staategruppierungen, wie Österreich Ungarn, und wer erinnert uns das, wie Visegrad-Staaten und so weiter. Befasst haben wir also an der Chambre auch mit den internationalen Handelsverhandlungen. Wir haben eine Resolution zu den Schiedsgerichten beim CETA-Vertrag mit Kanada votieren gelassen, die den Vertrag und den Ausgang vom TTIP-Vertrag bindet. Bei der Zugänglichkeit von den TTIP-Verhandlungen haben wir als heftigst gewährt,
an errecht, dass Fenster zu Lützeburg kann über den Inhalt von den Verhandlungen, die lo an engem Liessaal den Deputierten zugänglich sind, auch kann politisch debattiert gehen. Handelsverträge mit afrikanischen Ländern stehen Modell, bei denen die lo mit dem großen Handelsblick diskutiert gehen. Sie sind schuld daran, dass der Armut auf dem Kontinent dramatisch geklommen ist und immer mehr Leute da ein Auskommen gesehen. Es geht generell Freifahrt für das Kapital, gegenüber sowohl von den Nationalstaaten wie gegenüber von der Europäischen Union, die immerhin eine politische Konstruktion ist. Das wird viel damit zu tun, wie heute Kapital akkumuliert wird und funktioniert. Finanzplätze mit Banken und Fondsindustrie wie Lützeburg, aber auch rein Steuerparadiese wie Panama sind so Knotenpunkte von der kapitalistischen Akkumulation. Den heutigen Kapitalismus ist nicht mehr unabhängig davon zu sehen, auch nicht an der Sphäre von der reellen Produktion oder bei den Dienstleistungen. Aber viele Beiträge werden wir uns heute noch beschäftigen, aber wir haben uns auch viel an der Chambre damit befasst, besonders den David an der Finanzkommission, mit einer Realität, die viel mit der besonderen Rolle von unserem Land bei der internationalen Arbeitsteilung zu tun hat. Noch gemäht, zusammen habe ich mit Fabio von der linken Fraktion am Europaparlament an sowohl den David wie den Fabio Kräne nun nach Wort für davon zu schwätzen. Kein Teppich wie an der Chambre mit den können aber ja nur nämlich schwätzen, wenn ihr länger Zeit schwätzen, aber wir sind nicht gewinnen, so lange zu schwätzen, weil als Redezeit aber relativ begrenzt sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme los zum Schluss, wo viel Reichtum hast du doch der Reichtum geschützt. Lützeburg hat sich eine militärische und eine Sicherheitspolitik zugelöst, die seiner Rolle als Finanzplatz entspricht. Beides haben wir an der Chambre kritisiert. Wir haben eine Militärpolitik kritisiert, die wie den David bei der Budgetdebatte sagt, eine aktive Rolle spielt an einem Militärbündnis, was vergisst, sich abzulesen, was sich trotz der Versprechen nach weiter nach Osten ausgedehnt hat, aber total hazardös Militäroperationen durchführt, die verloren sind, wie die am Afghanistan. Wir sehen auch, dass ein Art militärisch-industrieller Komplex zu Lützeburg am Gang ist, zu entstehen. Runderen Wirtschaftsbranchen, die davon leben, wie zum Beispiel der SES mit ihren Satelliten, die Drohnen steuern können. Ökonomisch Retombeen nennt den Armeeminister Herr Schneider das. Wir haben auch Terrorismusbekämpfung kritisiert, die nicht vierrangig eine Prävention und Bekämpfung von Attentätern ist. Zum Beispiel stellen Änderungen im Terrorismusgesetz verschiedene Penalgarantien auf froh, also sind dafür stark an der Justizkreise kritisiert gehen. Wir werden in den nächsten Wochen auf die weiteren Gesetze zurückkommen, die im Moment an der Chambre in dem Kontext diskutiert gehen. Dazu gehört ein Etat d'urgence an der Verfassung, aber dazu gehören noch verschiedene Änderungen bei der Prozedur penal. Und dazu gehört die Neufassung vom SREL-Gesetz, bei dem sich das als richtig herausstellen soll, was unser Expert an der Enquetekommission Demos, den deutschen Rolf Küstner, für eine Untersuchungskommission vorausgesucht hat, nämlich, dass die bisherige Praxis auch für politische Überwachung just nicht mehr legitimiert und legalisiert gehen. Und das ist das, was die neue Koalition zur vollsten Zufriedenheit von den Sicherheitsorganen fertiggebracht hat, die sich auch ganz eifrig übrigens und denen Nächsten von der Kommission beteiligt haben. Sie wird handeln, an dem sie Sachen geschrieben und sie wird mit ihrer persönlichen Präsenz von der Direktor sogar zu dem Moment, wo soll dezidiert gehen, ob der Direktor eine Penalresponsabilität in Zukunft soll kreieren für die Informationen, die in der Kontrollkommission gibt oder nicht gibt. Und die Änderungen sind natürlich auch auf die Vollzustimmung von der CSV gestoßen und der Kommission, von den Institutionen CSV, die auch der Präsident von der Kontrollkommission vom SREL, an der mehr nicht Sinn stellt, dann als der Fraktionschef von der CSV, den sich los und Geschirr geheilt bei dem sogenannten Incident Büttelkammer. Das sind nämlich die wichtig vor, nicht die Sturm am Wasserglas, den du rund um den Incident inszeniert. Den Incident hat just
Singerseits Schlaglicht geheit, ob die Penalaffären Zrell Enquete, besonders was die Parallelpolice ugeht. Das schon Demos hier 3 Jahre am Bericht von der Enquete-Kommission, die Parallelpolice ugeht, die reprochiert hat, freieren Agenten vom Zrell eine Parallelpolice abzurichten. Sie haben sogar enquêtiert gegen den freieren Procureur General, enquêtiert zwischen GME, sie hatte kein Recht dafür. Den Procureur General, den irgendwie mussten deichtere CSV-Staat Demos schrecklich gesteuert haben. Et weiß ich nicht, da wird ein Zusammenhang für die Bombenlehrer-Affäre oder weiteren Zusammenhang. Und dafür wollen wir auch wissen, beim Debat nächste Woche an der Chambre, wo all die Affären drin sind. 3 Jahre sind und Justiz weitergelegt gehen, was hat Justiz da gemäht, aber wie unabhängig als wirklich Justiz hier am Land. Unabhängig als sie nämlich nicht, wenn sie die Affären nur 3 Jahre lang einfach am Tierrang leihen gelassen wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch die lange Redezeit, die der Rapporteur heute akkordiert, ich hoffe, ich habe sie noch nicht überschritten, sind aber direkt fertig, geht nicht durch für alle Aspekte von unserer politischen Chambre zu belichten. Carol hat verschiedene Aspekte mit belichtet, die an der Chambre behandelt werden, wie verschiedene Aspekte von der Sozialpolitik, Logement und so weiter. Wir haben einfach auch Durchstellungen geholt zum Reklassementsgesetz, zum Kontrollmedikal, zur Arbeitszeitverkürzung, zum Delegationsgesetz, wir geschwärzt über die Spedulscharta und die Reform von der Pflegeversicherung. An ihrer Map fand eine komplette Abstellung von den Themen, zu denen wir interveniert sind, zum Beispiel auch über verschiedene andere Fragen wie Bildungspolitik, die aber immens wichtig sind, die ich leider nicht kann belichten, zum Agrargesetz, denn David ist der größte Expert dran, an den Akkord mit den Kirchen. Nach einer letzten zu einer alternativen Verfassung. Wir haben im letzten Kongress schon darüber geschwärzt, nach einer längeren internen öffentlichen Diskussionsphase haben wir zu Anfang vom Jahr als Proposition de loi im Parlament deposiert. Man kann noch alle den größten Undeel in den Ländern und der Verfassung von dem Text. Und ich meine, wir haben da ein starkes Signal an der öffentlichen Diskussion gesagt über die geplante Globalverfassungsreform, die möglicherweise 2010 zu einem Referendum hier am Land soll feiern, einem weiteren Referendum über die Globalverfassungsreform, wie die Regierungspartei CSV sie vorschlägt. Als Vorschläge laufen heraus auf eine gerechte Verteilung vom Reichtum, auf den Ausbau vom Sozialstaat, auf Verstärkung von den individuellen und sozialen Rechten an der Wirtschaft, und auf eine partizipative Demokratie und eine Stärkung von den Pouvoiren vom Parlament gegenüber von der Regierung. Als Vorschläge sind emanzipatorisch, wie wir gesagt haben, also sie antizipieren eine Gesellschaft ohne Ausbeutung. Große Verfassungen und Menschenrechtserklärungen, die als Hautnah inspirieren, sind immer das Resultat gewährt von großen gesellschaftlichen Umwälzungen und nicht Revolutionen. Wenn so Entwicklungen gehen heute schon vorbringen, dürfen wir heute schon weisen, wie es nicht gehen kann. Als alternative Fassung ist keine Projektion von einer idealen Welt. Alles, was da steht, wie heute schon nötig und möglich. Heute haben wir aber zu tun mit einem ökonomischen Feudalismus, den alle Bereiche von der Politik durchzieht und international orchestriert das. Und dürfen also so schweren zu bekämpfen, und dürfen also die Herausforderung umso mehr groß und als alle gut führen, sie wird an der Chambre oder außerhalb der Chambre kämpferisch weiterhin zu bekämpfen und mit Propositionen zu kommen, wie es besser kann gemäht gehen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linke hat schon über 17 Jahre hier am Land. Wir sind am 12. Jahr von unserer Präsenz an der Chambre. Und ich meine, das ist Grund genug, nicht nur für uns zu freuen, das machen wir auch, aber für noch ein Kehr Sinn und Zweck von unserer politischen, auch speziell parlamentarischen Arbeit zu betonen. Weil ich meine, dass wir sehen sind, dass persönliche Karrieren nicht der Sinn und der Zweck von unserem Engagement sind, den militanten Engagement ist und bleibt auch am Parlament. Gerade dafür halten wir im Rotationsprinzip fest, auch weil also da möglich wenigstens an unsere kleinen Verhältnisse, wir sind da ziemlich avantgardistisch in Europa, an der Regel auch eine Verschiebung von unseren Mandatären an der Chambre an, nicht zu vergessen, auch an der Gemengen rumzukriegen. Aber wir bringen das nicht mehr fertig von Rahmenbedingungen stimmen an unserer Organisation, an unserer Bewegung. Wir müssen es dafür Strukturen schaffen,
wissen, man muss Strukturen ausbauen, wo eine Strukturreform geplant für zu diskutieren am nächsten Jahr. Aber wir wissen, dass das ein alltäglicher Kampf ist. Und das ist ein Kampf, den man da selber muss führen. Das unterscheidet den Kampf von dem Kampf, den wir führen gegen Kapital. Es bleibt mir nach, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Markt, den der Stervelo für die nächsten 2,5 Jahre von mehr überhält. Und ich bin überzeugt, möchte das mit demselben kämpferischen Engagement alles Gutes bei seinem neuen Engagement zu wünschen. So eine Schmerzen.